Goedemorgen alle. Mijn naam is Jacob Cornelsen. Mijn vriend dat je een levenswasser zijn van deze morgens. Hier zijn een paar dingen wat je kan doen voor deze service aanvangen. Want je had kinderen metgebracht, die kan die naar de kinderkerk brengen. Van ganz kleine baby's tot 12 jaar oud. De 6-jarige tot 12-jarige kinderen, die hebben een tijd waar ze voor God aanbeden en gezang. Ze hebben een tijd waar ze geven kunnen. En ook een boodschap hier op de weg wat ze kunnen verstaan. We hebben het op zo'n weg gemerkt dat het interessant is en dat het zeker is voor jullie kinderen. Wanneer je meer informatie wilt van jou dat je vrouwen hebt, je kan naar een informationsdash gaan, daar zijn some mensen die kunnen je doorhelpen. We hebben nog een paar minuten bij de service aanvangen. Je kan naar de Hebrews Café gaan, je kunt drinken, holen, koffie en thee. Die zijn voor vrij. En dan komt in de kerk aan, en dan willen we God aanvangen te loven en te prijzen en gezang. En dan nadem, dan wordt een van onze pastors hier zijn, die wordt een goede, klare, praktische boodschap hebben voor jullie vertellen. En nadem wordt ook een tijd zijn waar je geven kan. We zijn zo beschäftigt dat je een levenswasser zijn van jou en we wensen je een goede Samaris. Guten Morgen, Sieder. Das ist so schön, dass wir hier taub sind. Weil wir abstehen, der Hängen klatschen, wenn Gott es geht. Wenn ich sehe, dort tiefste Wunder, ich kann nicht unjag verdrängen. Und wenn dort Wunder über mein Kopf liegt, ich wollt die lass mich niemals los. Wenn ich gebärgen in meine Nöch fall, ich wollt die Hasse und let die dein Gold ablos. Ich wollt die Hasse und let die dein Gold ablos. Zijn Wahrheit, den Dampfort der Brot, das Wort ihnen allein nicht kommt auf. Ich wollt die Haste und let sie dein Gold ablos. Derch, nimm dein Betrug, du hast beziehen, wie du bist drüben. Ich wollt die Last, mich nicht allein, halt die besser mich, ich farch mich nicht. Wenn ich gebrechen, in meine Nöch fall, ich wollt die Haste und let sie dein Gold ablos. Ich wollt die Haste und let sie dein Gold
goda blod. Där steht die Strenata som mine sinn. Du bestämmer, du har där tvivelen förläts, du har mitt dag. Du bestämmer, fähig, där steht die Strenata som mine sinn. Du bestämmer, du har där tvivelen förläts, du har mitt dag. Att fight du bestämmer, du har så alle tider goda blod. Att du har så alle tider goda blod. Din sin vej, en down bort og brud, hvis bort dine løgne kom down. At du har så alle tider goda blod. Dine løgne kom down. At du har så alle tider goda blod. Hey, Gott ist gut, Amen. Wir wollen ein Lied Leute singen, was kriegst du heute? Gott ist gut. Fosten grund. Du hältst mig en, du lätst mig niemals los. Du hävst mig immer vara upp. Oh min Gott, så groß, du gibst nicht upp på mig. Och den fredet kom, vid dina liv för mig. Oh min Gott, så groß, du gibst nicht upp på mig. Och den fredet kom, vid dina liv för mig. Versprechts, Jesus, du hältst dort. Du bist gut. Ich preis din nom så lang och säkert. Du bist gut. Sin enkelt sluft och sen och jag sing. Du bist gut. Med dig begrusst och bra från dig fri.
Oh min Gott, so gut, du hast mich upp om mig. Och det är fred från raining the light from me. Oh min Gott, so good, du hast mich upp om mig. Och det är fred från raining the light from me. Oh min Gott, so good, du hast mich upp om mig. Och det är fred från raining the light from me. Sing it's good to sing the words in me. Du varst god. När du krossen dagen dig frihet. Du varst god. På Guds majs Jesus du har stått. Du varst god. Att presen för mannens ägodom. Du varst god.
mehr von uns läuft und von uns hält, als was wir selbst tun. Dass wir gut singen deuten, er hält sehr viel von uns. Wir gehen Tiden durch, wo wir uns raufrennen und selbst, wo wir vielleicht einen Fehler mehr an something tun, wo wir nicht haben sollten. Und dann rennen wir ans Stuhl und sagen wir uns nicht mit dir. Das hält nicht an mit dir. Gott läuft die nicht mal, sagt der Feind an uns. Der Feind kommt dann an, hält uns, bis man unsere Gedanken nachher, bringt uns auf Stuhl. Sag ich, Gott läuft die nicht mal, das hält nicht an mit dir. Die bist nicht wird. Ob an so eine Zeit uns dort, wenn wir Gott horchen, was heute uns sagt. Wir sind, was wird. Er starb für uns, Jesus starb für uns, wenn es uns so viel gleichen deut. Wir sind angenommen, auserwählt, wir sind frei, wir sind heilig zu ihm. So wenn wir durch Tiden gehen, wo wir uns selbst von Duhl ran und uns nicht viel Wort von uns hören, wenn wir an Gott sehen, wir denken, was er von uns sagt, und wenn wir dort glauben. Wunderwerke, Licht in der Dunkle, mein
Wunderwirker, Licht in der Dunkle, mein Gott, du, das wird die Welt. Och, wann ich dort nicht sei, die Schafsherd, och, wann ich dort nicht voll die Schafsherd, die hier ist niemand ab mit Schafen, die hier ist niemand ab mit Schafen. Och, wann ich dort nicht sei, die Schafsherd, och, wann ich dort nicht voll die Schafsherd, die hier ist niemand ab mit Schafen, die hier ist niemand ab mit Schafen. Och, wann ich dort nicht sei, die Schafsherd, och, wann ich dort nicht voll die Schafsherd, die hier ist niemand ab mit Schafen, die hier ist niemand ab mit Schafen. Och, wann ich dort nicht sei, die Schafsherd, och, wann ich dort nicht voll die Schafsherd, die hier ist niemand ab mit Schafen, die hier ist niemand ab mit Schafen. Weil wir doch versprechen, Haula, Wunderwirker, Licht in der Dunkle, mein Gott, du, das wird die Welt. Die Welt, weil wir doch versprechen, Haula, Wunderwirker, Licht in der Dunkle, mein Gott, du, das wird die Welt. 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 Die Welt, gleich mehr Schrecken, Haula, Licht in der Dunkle, mein Gott, du, das wird die Welt. Die Welt, gleich mehr Schrecken, Haula, Wunderwirker, Licht in der Dunkle, mein Gott, du, das wird die Welt. Neem jullie groot tussen bij tijd. En zeg God wat je van hem geloven. Zeg God wat hij voor je is. Dankeschön, Gott, dass du gut bist für uns. Dankeschön, dass du in Kontrolle bist. Gott, du bist immer on Zeit, du bist never late. Und Gott, ich weiß, du merkst uns manchmal so viel, dass wir, du merkst uns eidelig und wir glauben, dass du so schnell hier sind. Aber Gott, wir weiten dort, dass du bist in Kontrolle und du kommst on Zeit. Und uns jeder scheint, dass wir können die tun. Amen. Amen. Hey, ich kann you ein Tool sagen. Good Marius, all die, wat online kijken doen. Welkom hier, mijn vrienden, dat je hier zijn. Mijn vrienden, dat je ons van thuis kijken doen. Vielleicht met kleine Gruppen von weit und breit. Dankeschön für uns kijken. Mag Gott je segnen.
Hey, wir wollen von der und war für unsere Regierung beten. Das ist so leicht für uns zu sagen, ich will das tun, oder warum will ich nicht mal das tun, oder wenn ich in Kontrolle bin, dann will ich das tun, und dann wird all das, was wir durchgehen, noch lang ever sein, wenn ich weiß, krieg, wird das alle macht. Aber wird wir wirklich? Wird wir, wenn wir in Kontrolle sind? Pastor John fragt jetzt in der freie Botschaft, wird wir wirklich? Und ich glaube, wenn wir den Druck folgen, was die Regierung feiern wird, wenn wir in der Office sitzen, von wie den Breit, ich glaube, der Druck wird uns ganz anders feiern, als was wir denn hier von der und feiern und bloß so leicht kann sein, das ist, was wir wollen tun, oder ganz, was wir wollen tun. Ich glaube, dass diese Männer, die brauchen die Kraft von Gott, so soll er uns wieder tun. Wir verstehen dort all, dass wir sind Gott nicht. Und krieg so sind sie, wenn Gott nicht mit ihnen ist, wenn sie nicht die Kraft von Gott haben, dann sind sie auch nicht. So es fehlt dort, wie für ihn beten tun. So ich würde fragen, dass wir von der und für ihn beten tun. Und ich würde gleich zu fragen, ich weiß, wie Hand in doll Dinge vielleicht in uns, was wir wünschen, dass wir anders. Und some von uns, die euren sich, vielleicht hast du even Trouble mit, dass du hast, was passieren wird. Weil wir all dort tun, weil wir dort zu sehen liegen, und weil wir bloß die Regierung in Gott seine hingeben und für ihn beten, um dort sie gefällt worden mit den Heiligen Geist, um dort sie können das Land in der rechten Richtung leiten. So werden wir beten. Gott, du bist die höchste Autorität. Und du hast auch die Regierung angesagt. Wir verstehen dort. Und aber Gott, du sind viele Dinge, die du von der und schon Tag angehen, was wir nicht verstehen können. Wir wollen bloß all die Regierungsarbeiter abheben und die fertig bringen. Wir wollen die in deine Hände legen und wir wollen die Frauen. Wirst du mit Weisheit fällen? Wirst du mit Kraft fällen? Dass sie wollen dort ausleben, wenn du hast Weisheit gegeben. Und dass wir können eine gute Zukunft kriegen. Und dass wir keine Einigkeit in uns Land haben. Dass wir können wahre Frieden in uns Land haben, wir können sein. Wir dürfen nicht wundern, können wir morgen kann oder nicht. Gott, wir legen dort in deine Hand und wir freuen, dass du wirst bei uns sein. In deinem Namen, Jesus. Amen. Amen. Hey, Pastor John ist in einer Reihe Botschaften von Derch Gloowen. So er ist von der in die dritte Botschaft, und die nennt sich Derch Gloowen, ein bätret Tüß. Good morning. Heute sage ich Sie in der dritten Botschaft am Rest der Weg hängen, nicht? Ich glaube, das ist der vierte. Aber anyway, das sind und. Wer weiß von Jünd, wo viel Mal nach Schlucken bei der Weihnachten ist? Vielleicht habe ich in der Lehre halt alle Jünd Kinder haben. Und wenn wir nur rumfahren und an sie gehen, dann sei wohl abstehen Weihnachtslichter, nicht so? Han vielleicht auch wo Weihnachtslichter sein, bei einmal sei wo ein Fenster, da ist ein Weihnachtsbaum. Und wollt ihr dann, dass Derch Gloowen? Wenn ich sie da mal gedacht habe, dass wenn wir unsere Weihnachtslichter abstrahlen, dass da wie im Glauben, dass Weihnachten wird kommen. Wir können noch nichts von sein. Die Grenze ist nach Tau, weil wir Weihnachten haben an der Grenze Tau ist. Weiten ihr nicht von, wo ihr waren, die Geschenke in das Haus holen, nicht? Aber das sind und Weihnachten kommt. Und so das kommt Derch Gloowen. So wir sind in der Botschaften, die nahe Derch Gloowen. Die erste Botschaft checkt wie Derch Gloowen dankbar. Weil wir sind in einem Jahr, wo vielleicht einmal so denken, okay, was du noch zum Danken das Jahr? Und wo die Dinge sind bloß nicht so uitgekommen, als wir dachten. Und dann sind wir Derch Gloowen dankbar. Ich rede von Derch Gloowen in Opfer. Und mit Jesus gibt sein Leben. Gott hat es zu Ende gerecht, dass er gibt die ein Stellvertreter für deine Sinn. Wenn dort nicht steht, dann wir wohl alle tot. Wenn Sinn leiten und tot. Und so rede ich von, rede ich von Derch Gloowen gehorsam. Und wenn Glauben nicht dein Leben ändert, das leidet nicht nur gehorsam, dann sagt die Bibel, es ist ein Doja Glauben. Und so rede ich viel davon. Von der will ich reden von Derch Gloowen in bätret Tüß. Und eine Lied, die haben Jas. Und dann sagt der Mann zu seinen Jas, dass sie sollen nicht so viel eten, wenn sie noch was scheinen. Und
Und Luther sagte zu seinen Jahres, sie brauchen das Schein all gleich bringen, wenn die das nicht mal tut. Und weet je, so schaffen die Versprechungen in dieser Welt. Die Welt verspricht die auch Dinge. Wie so groß, dass Gott es ein Versprechen hält. Ich weiß nicht, ist die sich dort so foltern, nicht dort erst. Wenn da kommen Tiden in uns Leben, wo wir vielleicht wundern, dass Gott wirklich ein Versprechen hält. Wenn alles, was du können, euch gehen, ist euch gehen. Und so dann freuen wir uns, dass Gott ein Versprechen hält. Aber weißt du, der Feind verspricht die auch Dinge. Und einmal verspricht der Feind uns Dinge durch im Christentum. Ist sogar durch Predigers. Und das ist ein Ding, was von der in unserer Welt nur dreht. Weißt du, ich dachte das weg an, dass Jesus warnt für 2 Dinge besonders, wenn er kämpft, was er eintut. Eins ist für Verführung. Dass er waren falsche Lehrer kommen, falsche Lehren, und wir waren verführt worden. Das ist ein Ding, wo Jesus sei jeden warnen dat. Und das andere Ding, wo Jesus sei jeden warnen dat, das ist, dass er ein gerautet Auffallen kommt in der letzten Zeit. Na, das sind Dinge, die wir nicht wollen hören. Und ich weiß auch nicht, wann das von dort redet, dann bleibe ich immer das redet von Menschen, die vielleicht sie Christen an, religiös sozusagen christlich sind, und aber nicht durchdrehen. Aber weißt du, da kommen dann einmal Tiden in uns Leben, wo wir wundern, was das ist. Und weißt du, der Feind verspricht uns Dinge. Ich habe ihnen gesagt, das Glauben steht auf dem Versprechen. Und das sind Dinge, die wir never sein. Die strahlen Weihnachtslichter ab, wenn die glauben, dass Weihnachten wird kommen. Das ist auch ein bisschen ein Versprechen, nicht die Zeit wird wiedergehen. Gott hat gesagt, die Zeit wird drehen, wird eng. Und so wir glauben, dass der 25. Dezember wird kommen, wenn wir das noch nicht sein können. Und so, in Johannes sagt Jesus, in Arm, da meint in den Feind, in Arm ist keine Wahrheit, wenn er lehen dat, redet er seine Sprech, wie als er in Lehe ist, in die Fuder über alle Lehres. Und so, ich will jemand warnen, kann ich vielleicht sagen, dass ich bloß einfach aufmerksam merken, dass der Feind verspricht die Dinge. Der Feind verspricht die entscheidend Leben, wenn du wirst dit in dieser Welt, oder dort, oder wenn du wirst in dein Geld haben, oder du wirst sehr erfolgreich sein, oder wir leben bloß für diese Welt, oder du hast keine Auferstehung. Das sind tausende Lehren, was der Feind von der Welt hat. Und wo er Menschen mit verführen hat. Und so, wenn du in deinem Leben hast ein Versprechen gehört, was die Berechnung ist. Jemand hat die Wort Versprechen, aber das ist die Berechnung. Vielleicht hol ihr mal. Ich habe dir mal das Beispiel gebracht, wenn du ein kleines Kind hast. Und du sagst dort irgendwo hoch knapp und du sagst, hups, und der ist in den Armen, die meisten Kinder wollen hupsen. Bitte, du wirst das einmal in der Flur fallen. Oder vielleicht 2-mal. Dann ist das hupsen durch. Und einmal fallen wir uns ein bisschen dort in uns Leben. Like Gott hat versprochen, aber er ist nicht durchgekommen sozusagen. Oder like, wir wundern, jetzt Gott zu vertrauen. Und dann sehen wir, du bist ein Versprechen, Haula. Und dann wundern wir, ist es wirklich in uns Hort so steht. Und das Jahr ist ein bisschen ein Jahr was. Verschiedene Dinge sind auch gegangen. Oder Dinge, was wir vielleicht dachten, wird anders sein. Und hol deine Goffel. Das ist eine Frau, die liegt am Storbad. Und sie raubt den Prediger daheim und dann sei in der Prediger, sie will eher Begrafnis planen. Und so sie planen die Leute, was sie wollen sehen, sie planen, was der Prediger soll reden, so eine Dinge. So sie planen ihr ganzes Begrafnis mit dem Prediger tag. Und dann sie das alle geplant haben, weil der Prediger wegfahren, als er später der ist, dann sagt die Frau, hey, wachen wir das noch ein sehr welches Ding. Wenn ich in Sorg sehe, und wenn die mich begraven, dann will ich begraven sein mit einer Fork in meiner rechten Hand. Und der Prediger, der checkt noch an und er denkt so, okay, das ist mit sehr funnig. Und der Frau sagt, das überrascht ihn, aber er nicht. Und er sagt, ja, like, was soll die Fork? Dann sagt er, dass sei erst vielmal bei Eten bei was, vielleicht bei der Kirche, einmal in Heime. Und ganz bastet Part von der großen Multit ist, dass wenn sie ist, das haupttätig aufnehmen, dann zu sein, hol deine Fork, oder hol deine Goffel. Wenn dann weiß sie, dass der Champ noch was scheint.
Dit is Jan Farmer verspreekt, niet? En ik bracht, aber so dann kommt noch in gescheit scheine Opelpä. Vielleicht ein Charpspä, nicht Charpspä-Tiet, nicht? Und so, dann kommt noch ein scheiner Kek, was immer das ist, aber halt die Farg. Halt die Golf. Und dann sagt sie, dort wie immer das beste Port von der Multit. Und so sei wel haben, man sehen sorglich, und die Menschen durch vorbeigehen und die checken und sollen die wundern, was soll die Goffel da? Wohin die Goffel? Und so sie ist die früh gestorben ist und hat sie die auch angesorgt und bei der Funeral Home von der Radio. Und Menschen kommen da vorbei und die sagen alle diese Goffel in ihrer Hand. Und dann der Prediger steht und irgendwas übersieht und er hört, wo die Menschen sich an ihr holen. Was soll es mit der Goffel? Wohin die Goffel? Und er frentelt bloß. Und als es erst Begrafnis ist, dann verteilt ihnen, wohin die Goffel. Und so die Goffel, die repräsentiert, dass dort kommt noch was bätret. Das beste kommt noch. So ich will von der an, wenn die eine Goffel brauchen, wenn die von der Tomate fahren und die brauchen eine Goffel, dann denkt an, das kommt noch was bätret. Vielleicht schmeckt das Steak sehr schein. Wir hatten laut scheiner Steak, sonst die noch nicht fertig gehabt haben. Aber weet je, der Multit schmeckt sehr schein. Aber der Goffel, der repräsentiert, das kommt noch was bätret. Und so das will ich von der wel ein bisschen reden. Dat komt nog wat bätret. En zo, hou die Goffel, hou die Gloowen. Dat je die Gloowen houdt, is veel wichtiger als dat je die Goffel houdt. En zoals ik al zei, Jezus warnt ons van de tijd. Want vele mensen, hij zegt, de lijf en vele mensen wat kalt worden. Nou, vielleicht sind das nicht wahre Christen, hij zegt ons niet wat van de mensen zijn, aber de Schrift is zo klar, dat er komt een tijd, wo Menschen nicht wollen durchdrehen in ihr Glauben. Na, das ist vielleicht nicht ein sehr großer Trost für ihn, aber weißt du Gott hat dir die Kraft gegeben zum Durchdrehen, was immer du in dein Leben kommt. Ich weiß nicht, ob ihr noch denkt, als Steve einmal eine Botschaft, die Botschaften brachte, Rexen und was nahm die dort? Irgendwas von der Rexen, nicht? Some von uns wären da noch hier. Und dann redet er von, wenn wir uns vergleichen mit der ewige Port von der Welt, wo wir stehen in der Welt mit der Reichtum. Und er hat Nummers, ich kann die Nummers nicht alle am Denken holen, aber wie die Mehrheit von uns, wir sind in der bovenste 5% von der rein ganzen Welt, wenn es kommt Reichtum. Und vielleicht auch das tollste zu grünzen über alles, nicht? Weet je, wir leben noch ein sehr gutes Leben, einmal erst dort ans Trouble, dass wir nicht so recht glauben haben. Wir haben Glauben auf Dinge in dieser Welt, wir haben Glauben auf das, wir wollen vielleicht so und so gut tun in uns Business. Aber von der wollen wir ein bisschen durch vorbeichecken. In Kolosser 3, Vers 1 sagt Paulus, wenn die mit Christus von dort abgestanden sind. So er redet hier zu Söhnen, wo wahre geboren sind. Na, wenn er hier sagt, von dort abgestanden, dann meint er nicht, dass die wir stot körperlich, aber die wir getrennt von Gott. Und so du bist nicht abgestanden in die Gemeinschaft mit Gott. Das ist really, was es sagt. So du bist von dort abgestanden, dann segne dort, was boven ist, wo Christus bei Gott an der rechten Seite sitzen. So Paulus sagt, der Kolosser, hat ein Denken dort. Na, weet je, wir leben in dieser Welt und wir schaffen hier sein, wir legen sein Geld mehr an und alle hundert Dinge hier drehen und das ist euch alle arg. Aber ans Gedanken ist gleich hier. Und Paulus sagt, nu dat je met Jesus abgestanden seid, nu dat je zu Gott gehören, nu denkt an das, was da boven ist, nu denkt an, was hänge das ist. In der Hebräerbrief, da sagt geschrieben, auf einer steht, dass Jesus für die Friede verarmt. Duldet Kreuz. In andere Worte, was er sagt, Jesus checkt bei das Kreuz vorbei. Nur dort, wo es hier sagt, wo Christus bei Gott an der rechten Seite sitzen. Und so für die Herrlichkeit, für den Himmel, für die den vor an der rechten Seite sitzen, für die Friede, sagt der Hebräerschreiber, duldet das Kreuz. In andere Worte, wenn wir durch schwere Zeiten gehen, dann ist es wichtig, dass wir lernen, vorbei zu checken. Und weet je, wenn wir uns vertiefen mit was hier ist, und bloß wo schleicht hier jetzt, und die Dinge, was hier nicht reich gehen, dann können wir leicht um Angst stärken bleiben. So, er sagt, nur dass die Gott seine Kinder sind, nur denkt an der Boven. Er sagt, denkt an dort, was der Boven ist, und nicht an dort, was bei ihr ist. Und das fällt uns schwer, wenn das wo wir sind. Das ist, wo wir leben, das ist, was wir antworten, das ist, was wir in unserer Fuppe haben. Hier schaffen wir, hier ist unsere Familie,
Hier sind die Dinge, die Menschen Romans, hier ist die Kirche, und hier sind viele Dinge auf dieser Erde, was uns sehr beschäftigen. Und weißt du, das sind viele gute Dinge hier. Aber für ein Kind Gottes ist es nicht reich, wenn das alles ist, wo wir denken. Ein Schreiber sagt, wir sollen immer so leben, als wenn wir hier immer wollen bleiben, und auch so leben, als wenn das uns letzter Tag ist. Wenn wir wollen hier nicht immer bleiben. Er sagt, die sind gestorben, das ist meist interessant. Er sieht erst, die werden von Tod ab die Stunde selber war tot. Und so selber war gestorben. Und so er sagt, wir sind zu Gott, leben nicht, er mit Gott in Gemeinschaft und von Sinn getrennt, das ist, was er meint. Und so du bist zu Sinn gestorben, da meine ich, du bist körperlich gestorben, du hast die getrennt von Sinn. Die sind gestorben und ihr Leben ist mit Christus und Gott verstärken. So wir leben in Christus. Wenn Christus, der nu ans Leben ist, von da kommen wird, dann wollen wir mit einem Tod auch herrlich angestellt worden. Hier in dieser Welt sind die Dinge einmal nicht herrlich. Hier ist Verlust, hier ist Krankheit, hier ist Tod, hier ist Begrafnis, das wir viel weg waren haben. Und so hier sind Dinge, die nicht reich sind. Hier ist viel Coronavirus. Und so dass alle in der Welt wissen, was war euer. Und so wir weten nicht, was wird es geben. Aber weißt du, da kommt ein Tag, wo wir mit Jesus top worden, herrlich angestellt worden. Und das wollen wir noch lernen. Und so durch Glauben und bätret Tus. Na, wir gleichen uns Tus hier. Wir gleichen hier zu leben. Bleib ich wens, durchschnittlich geredet. Mir ist es einmal interessant, dass wir Menschen sind wahrlich, uns haben Gott zu geben für Leben. Während wir glauben an ein bätret Tus. Und da denke ich einmal eben, wenn wir krank sind und wir fahren einen Doktor, wir sind wirklich Millionen positiv, wenn ich dann war, wo wir sind worden. Und ich sage nicht, dass das auch recht ist, dass wir in Gott haben und so merkt, dass wir leben wollen. Ich frage mich bloß einmal, was ist der Punkt? Das, wo wir haben wollen, das ist ein bisschen ein Polit, ein älterer Polit, der gestorben, bete Glück. Das war wir würden gleichen, nicht? Bete Glück gestorben. Dann kommt sie in den Himmel. Und Petrus wies in den Raum. Das ist ein bisschen ein Petrus-Joke. Und Petrus wies in den Raum. Und da haben wir alle Hände sehr gute Dinge. Und so die Mann, die fragen in Tite, wie viel wird mir das kosten? Wie viel wird mir das kosten? Like durch Golf spielen, wie viel wird das kosten? Und dann sagt, das ist ein großer Dash voll Eten. Und dann fragt der Mann, wo ist das gesunde Eten? Und dann sage ich, Petrus, weil das alle, wir sind im Himmel, das alle sind. Dann dreht der Mann sich noch seine Frühe nach da und sagt, wenn du mich nicht hast, immer so ein gesundes gefordert, dann will ich auch 10 Jahre drei hier was. Und so, wir wollen hier sein, nicht? Ich lebe nicht durch den Himmel, das dort aus, aber wir wollen ein bätret Tus, und doch weil wir hier leben. Und das machen einen Kampf in uns. So in Hebräer 10, da haben wir auch von geredet, von das Vers, ich will die wissen, dass die ein viel bätret und bliebenet haben Gott im Himmel haben. Und er hat fertig gesagt, dass sie haben geleden und mitgeleden mit anderen, sie haben Gott verloren, mit Frieden für das. Wenn die wüssten, dass die ein viel bätret und bliebenet haben Gott haben. Und so das, wo wir von reden. Und wenn ich sage, dass Glauben hängt an einem Versprechen, oder Glauben ist Gebüt auf einem Versprechen, dann denken wir wieder aus dieser Welt. Und so diese Menschen, sie leiten sich haben Gott wahrnehmen wegen ein bätret Tus. Sie dachten an ein bätret Tus. Und dann sagt Petrus, heißt es dort, unter ein Aufgott, dort nicht verkommen, vergehen oder verwalten kann. Na, wir weiten alle, wo hast dich Dinge vergehen in dieser Welt, aber nicht? Die kaufen jeden Mädweg feine, frische Frucht, von der es still verfehlt. Meine Früher und ich, wir trocken, wenn das ein Jahr drei und ein ganz neues Haus nennen, nu sind alle Dinge, was zwei sind, fehlen zu fixen. Und wohl, ich weiß nicht, jetzt geht das noch mal so? Haben nie het fertig gekauft, nu trubbelt das all, trubbelt das. Wir weiten in dieser Welt, dass die Dinge vergehen. Wir weiten dort, dass die Dinge blieben nicht nie. Und so, Petrus sagt, nachher hat fertig gesagt, dass Gott hat uns wahre geboren, zu nicht leben, und dann sagt er, ten auf Gott, dass nicht verkommen, vergehen oder verwalten kann. Und so dann ist die Frage für uns, gleich wie das. Gleich wie das so sei, dass wir uns das verloren. Gleich wie das so sei, dass wir unsere Christmas, unsere Weihnachtslichter all abstellen, wenn wir weiten, das kommt. Aber was sei gleich wie das? Und das ist die Frage, was wir uns selbst machen, Frauen.
Hij sagt wieder, hij lürt op eine Stadt mit festen Grund, die Gott selbst planen doen wird. Dat redt van Abraham. Abraham had loven. En Abraham heeft jenkt zijn land uit. Nu een land wat hij eerst niet meer wist waar hij zal, hij dem wist waar hij ging. Aber dat land wat God hem verspreekt, dat bezat hij never. Zijn zijn ook niet, zijn groot zijn ook niet. Van als Abraham dat verspreken wordt, ongeveer 600 jaar later, als het in Erfüllung ging. En zo Abraham, hij luurt nu een staat wat God doen wordt. En weet je, dit is de punt waar ik van der wil merken. We hebben in deze wereld versprechungen. En weet je dat het schijn hier, wanneer God die gebed beantwoordt, zoals du was haben. Dat het schijn, wanneer du geheilt wordt van krank zijn. En dat het schijn, wanneer du hast gebed van de fijne aard en du hast bloß nu uitgetekende aard gekregen. En dat het schijn, wanneer du gebed hast vereend, dat du wordt geschaft, dat wordt draaien en du hast goed geld gemerkt. Dat je. En zodat het schijn, wanneer we gebed hebben van denk, en dat is geworden. We zijn geheilt worden, we zijn gezegend worden, we hebben alle honderd dingen wat we zo van God heeft ons gebed beantwoord. Dat het schijn. Abraham had een verspreking. En hij ging eruit. En weet je, Abraham zag gewassen van die versprekingen in zijn leven. Ten bijvoorbeeld dat ze een zin wilden hebben. En hij oude Ella, als hij al veel te oud werd. Dat zagen Abraham Sarah. Met den jong speelden zij. Den zal Abraham opferen. God gaf hem den treis. Zo Abraham en Sarah, zij beleefden verschillende wunder in dit leven. Maar dat werkelijke verspreking, dat zagen ze never. En dat is een ding wat ik wel aan ons hart online. Weet je, God verspreekt ons dingen. En eenmaal in deze wereld krijgen we gewisse zenuwen. En eenmaal is de vrouw, okay, een mens wordt gezond, de andere niet. En we weten niet wieso niet. Er wil zo als het is. Maar dat het schijnt, wanneer we gebedserhörungen hebben. Dat het schijnt, wanneer we geloven dat God dat ding in ons leven wat hij ons verspreken heeft. Maar wanneer niet dat. Weet je, God zijn verspreken voor mij en die het bij dit voorbij wat hier is. Dat je bij deze heilung voorbij. Dat je hier bij deze arend voorbij. Dit zijn zenuwen sozusagen wat we hier hebben. Maar zijn werkelijk verspreken, dat is voor de staat wat God wordt bouwen. Dat is waar Abraham op hopen deed. Dat is waar hij ontleeft. En zo dat is wat de schrijver ons hier wil zeggen, dat geloven ging wieder, als bloß dat ze een baby hebben. Wenn God had hem verspreken, hij wil hem dat land geven, hij wil hem nog een volk merken, wat zo groot werd, niet te talen ging. Abraham zag zeer weinig van dat. En dat is een interessante ding. Hij zegt, dit is aan alle im geloven gestorven. Nou, dat is wat we ook wel, niet? Im geloven gestorven. Maar weet je, dat komt wat hangen rond bij dit wat niet ganz so makkelijk is. Wat meint dat ze im geloven sterven? Dat meint dit. En hebben niet gekregen wat aan verspreken weer. En dat is een part wat we niet lijken in deze wereld. Maar weet je, ik wens je kun je dat zeer nog zeggen, dat God zijn verspreken in ons leven, dat je wieder als dit leven. Wie denken eenmaal aan dit leven? Wie denken aan de heilung wat ik hier nu wil gaan? Wie denken aan dit wat ik hier nu wil, deze aard wat ik hier nu wil krijgen? God heeft een wiet bätret en een veel groter beeld staat. God kan de eeuwigheid zijn. God kan zijn de stad wat hij bouwen heeft. God kan zijn hoe herrlich het wordt zijn. En zo wanneer we ons denken op deze wereld is, en dat die zeggen wat ik hier wil, en de heilung hier, en de aard hier, en dat geschaf hier, dan is ons denken zo'n klein engstje. Dat is 80 jaar wanneer lang. En weet je dat het schijnt op deze wereld, wanneer we die dingen krijgen. En wie zoveel God heeft ons gebeden hier, God heeft ons gezegd. En nu is het kind waar gezond, en nu is de vrouw waar gezond. En we kunnen zeggen, weet je wat, God heeft een kreeft geheilt, en God heeft dit, en God heeft grote aard gegeven. Dat het schijnt. Maar weet je wat, lied? God zijn verspreken gaat weit wieder. Als deze heilung, als deze aard, als dit geschaf. En wanneer we als Christen dat niet klarhouden, dan worden we opgeven, wanneer we niet de heilung krijgen en niet de aard krijgen en het geschaf bankrot gaat. En die dingen schuift erin in het leven. En zo wanneer dat alles is wat u hebt, die zenuwen wat u hier krijgen kost, dan hast man zo'n klein engstje. En zo wie is God, en dat is wat Paulus zegt tegen de Kolosser, like, je wordt nu van Duitsland opgestoten, nu denkt wieder als wat hier. En zodat wel we ons leren. Wenn jane sterven im Glauben,
Die sind alle im Glauben gestorben. Weet je, die halten ihr Glauben, warum ein, haben nicht gekregen, was an Versprechen wir. Sie haben dort mal von weit auf kommen sein. Und dann war ich erst ein bisschen dort, nicht? Like, du stahlst deine Weihnachtslichter nu ab im Glauben, dass er was Weihnachten geben, aber was du Gott weißt, als du danach was leben. Da kann sein, dass du in den Glauben, dass Weihnachten kommt, war gestorben. Ich habe schon, was ich versucht zu sein. Ich will dir nicht grillen, dass die alle waren gestorben. Weil die waren, aber vielleicht nicht das Jahr. Aber weißt du, das ist ein bisschen, was hier passiert. Sie sollen in den kommen, aber sie sollen das nicht. Dort wir im Glauben. Er sagt wieder, sie werden sich dort aber sicher und Frieden sich und bekennen, dass sie hier ab ihr mit Fremden durchwandern werden. So diese Lieder werden sich sicher, dass es kommen wird. Sie frieden sich in dort, sie leben in den Glauben und sie sterben in den Glauben. Und das kommt never. Weil das kommt, aber nicht in ihrer Lebenszeit. Und so wenn wir glauben an Gott und wir glauben an seine Versprechungen, wir sehen, du bist ein Versprechen, Hola. Was meinst du damit, wenn du das denkst? Und was denkst du? Was von Gebet lügst du nur, dass Gott dir was beantworten? Für was von der Krankheit betest du in die Salz, in deine Kinder, in deine Freundschaft? Und weißt du, Lied, weil wir nicht ans Glauben, ob dort sagen, was in dieser Welt ist. Gott, jetzt schein, wenn wir hier kriegen. Und wir preisen Gott. Und weißt du, wir denken manchmal, okay, Jesus hat ja alle Menschen heilen, hat er auch viel, er wirkt Lazarus von dort ab. Und weißt du, wenn ich bitte die wohnt, wo wir wenig weit, aber ich glaube, Lazarus ist gestorben, nicht so? Das ist ziemlich guter Beweis in der Geschichte, dass Lazarus wird gesteinigt, Luther. Denkt die mal an, er war 3 im Leben und er hat mit Steinen durchgekillt worden. So, als dort die sehen, wo der really noch ist, dann soll die mich nicht auch verstehen. Ich meine nicht, dass dort nicht ein großes Ding wie was Jesus da tut. Aber was ich versuche zu sein, ist, dass Gott sein Versprechen jetzt widersteht. Und so damit wir denken. Sie hatten aber ein Verlangen nach was bätret. Und das ist, was wir auch können, nicht? So Gottes Dinge hier auch sind. Und weißt du, wir haben wenig Dinge zu complainen oder eher zu grunzen, wenn so sich sei. Wir sind von den bovensten Menschen in der ganzen Welt. Wenn es kämpft, wofern wir das haben. Na, ich weiß, wir haben alle Hand, weißt du, die kleine Teil das war, und die Finger das war, wir haben alle Hand zu grunzen, nicht? Aber wir haben das sehr gut. Und so sagen sie, check nur was besser, dort ist nur ein himmlisches Land. Das redet von Abraham, von den Glaubenshelden von Hebräer, Kapitel 11. Weet je, die leefden im Glauben. Die buden die Arche im Glauben. Und weet je, Noah sagt, die Sintflut. Aber sein Glauben wird was viel geraten. Abraham ging von seinem Heimat weg in sein Vorland und andere Land, was er nicht wissen. Er sagt, gewisse Sehnungen in sein Leben, die sagt er. Aber nicht der Heimat, wo er wirklich bleibt. Und das wird hier von reden. So all die Glaubenshelden. Und weet je, das ist interessant, ich kann nicht Hebräer 11, Vers durchgehen, und wir wollen auch nicht. Aber ich würde in Torah und lese das Kapitel mal, und dann lese mal das letzte ein von dem Kapitel. Wenn du redest von, wo gewisse Menschen, die haben sicher hat, die haben Königsreich angenommen, die haben ihre Todesträge gekriegt, die haben verschiedene Wunder in ihr Leben belebt. Und dann ist ein Obermann. Aber andere, sagt er, andere, die haben nicht, und die haben sie umgebracht, die haben sie nicht mehr aufgesucht, die haben sie gesteinigt, verschiedene Dinge nannte er ab. Und dann sagte du noch einmal zuletzt, dass all diese sind gestorben im Glauben, ohne zu sein, was ihnen versprechen wir. Und das ist der Punkt, wo ich will merken zu jenen, dass wenn die Dinge in dieser Welt nicht so auskommen, als du gedacht hast, dass die würden, oder dass du vielleicht so leist, dass die würden, dann hat Gott noch nicht gefehlt. Wenn sie ein Versprechen jetzt wieder, und so sie haben Verlangen nur was bätret, das, was wir können, nur ein himmlisches Land. Das, was Abraham noch checkt, nur die Stadt, was dort ist. Da wenn schämt Gott sich nicht, ihr Gott zu sein, und er hat an eine Stadt gebaut. Und so, ich will jetzt diese Stadt wiesen. Ich wollte nicht so viel von sein, aber ich will lesen zum Versen. Aber wenn ihr nun eingehen von der Schrift, in Offenbarung 21, dann fing wie diese Stadt, wo Abraham anbleibt, wo Noah anbleibt, wo all die Glaubenshelden von Alten Testament anbleiben, wo all die Glaubenshelden von Neuen Testament anbleiben, und die Frau als bleiben nicht in du an das. Das ist das, wo wir really uns abspatzen. Und so durch Glauben in bätret Tüß. Er sagt es das,
En ik zag een nieuwe Himmel en een nieuwe Erde. Wils de eerste Himmel en de eerste Erde verschwungen. En du hast ook geen meer meer. Wanneer je nog wel naar meer voor een schwaam, dan doet het niet boot. Because it komt ten einde. Dan zag ik Johannes de heilige stad. Hier is de stad wo Abraham al aan leeft. Dat nieuwe Jeruzalem. Van God uit den Himmel raufkomt. Weet je, dat is mir een interessante ding. Wie willen een Himmel, niet? De schrift leert dat de Himmel komt rauf. En hij zegt, God zijn stad. Johannes zegt, wo God zijn stad raufkomt. En dat engerste poort van Offenbarung 21 beschriftet deze stad. Ik wil het vandaag niet durchgaan, maar hij beschriftet en wo die zit en die poorten wat hij heeft en die grondsteinen en al die dingen beschriftet door. En zo die komt van God uit van Himmel. En ik hier een luide stem van Himmel zeggen, kijk eenmaal, nu als God zijn woning manche mensen. Dit is het hoofdding van de Reingonse schrift. Dit is het hoofdding van de ware geboorte. Dit is het hoofdding wanneer Jezus starf. Weet je hoe we ten dat ik met God heb wonen. Dat is de ganze punt. En zo, nu is God manche mensen. En hij wordt met en top wonen. En zij worden zijn volk zijn. En God zelfs wordt met aan zijn. En God zijn. En God wordt aan alle troon van de eeuwen waschen. Er wordt geen dood, of treur, of hielen, of weideel. Maar zijn wils wordt verher weer als verschwungen. Dat wordt verher weer, dat is waar we nu leven. Wenn dit beschrift wordt nu dit komt. En wanneer het nu her is komt, dan schrijven we, oké, wat is weer. Kijk zo wat ik zei? En zo dit is waar we nu zijn. Maar dat komt niet tijd. Dat komt niet tijd. Geen troon, geen weideel, geen treur, geen hiel. Dat komt niet tijd. En dat komt een stad, waar we met God op worden wonen. En dat wordt herrlich zijn. Nou, ik merk me maar allerhand dingen duidelijk. Ik hier deze feierweek, hartstikke naar de boodschap van die. Denk die mal na, een hemel. Dat is een grote Derch. En wie eten? Ons heeft geen eten, niet? Maar een grote het mensen toch? Zo den Perfeld werd gesneden door een hemel. Weet je wer dat is? Moses met zijn stok. Dan spoelt de Persik, niet? Aber der Steak ist nicht ganz gut. Dann sagen wir, Elia, komm mal her mit den 4. Das ist vielleicht ein bisschen spussig, aber wir denken in den Himmel immer so, okay, irgendwo bewalten, kleine Nervje, Engeltjes mit Fläches. Und das ist nicht Himmel. Himmel ist nie Himmel. Und Gott wohnt mit seinen Menschen. Das ist eine große Stadt. Und du warst so viel Körnchen, das ist never fair. Wie man im Himmel eten, nicht? Das ist ein interessanter Ding. Als Jesus ist abgestoßen wird, von dort, dann sagt er zu seinen Jüngern, hey, ich sehe nicht in Jas, ich habe Knirkes und Fleisch, und er sagt, gib mir mal was zu essen. Weet je wat? En zijn abgestoßene Charper. Eine von den besten Geschichten in der Bibel, das ist, als die Jünger dann an Meer wären, als wir in Jerusalem wären, als wir in Israel wären, dann wären wir da, wo das Leben, wo das passiert ist. Und das wäre mir sehr interessant. Aber anyway, Jesus hat dann viel gemerkt. Das ist nur seine Auferstehung. Und die Jünger, die Fashion, die haben nichts gekriegt und so. Dann hat Jesus da ein Frühstück geredet. Ich will nicht hier nochmal Fashion, ein Frühstück, aber sei da. Und so. Aber der Punkt hier ist, sie ein da. Und, aber weet je, keine Thron, keine Weide, kein Tod, kein Heil. Und das haben wir sehr belebt. In onze Kirche, in onze Familie. Und so diese Dinge, wo wir nicht mehr da sind. Und das ist ein bätret Haus. Dann sehe ich, der auf den Thron sitzt, das ist Gott selbst. Check einmal, ich merke alles nie. Weißt du was? Er war die eben nie mehr. Nie Charper. En nie Himmel, met nie Charpers. En Gott wird mit uns wohnen. En dat wordt dus wondervol zijn. En weet je, dat leven, ik laat leven wat wiedergehen zoals het nu is. En we worden gewassen van dezelfde dingen. Ik wil in Himmel nog veel beter predigen als hier, weet je dat? Want je geloven, dat is alles, en dan lukt het. En zo. En du, wat immer dienen goed was, en dienen arbeid is, du wirst dort nog veel beter als hier. Weet je, wie denken in Himmel immer so, ist das ein ganz jässelje Ding, oder das bloß irgendwo rumschwammen und lauf. Denk mal nach, die worden kraxe loten ist von dir, das ist vielleicht nicht ein großer Trost für die, aber das wird okay sein dort. Und so, aber dort, ich rede mal mit einem Kornfarmer, was er gleich Korn zu ackern, ich sage, löst nicht an den Himmel, mal Korn kriegen, kein Krüt, kommen, was never trouble, und da wird bloß so ein Fanschaft. En wir het meest met van is dat hij im Himmel naar goed kan akeren. Ik weet juist wat. Maar ik merk me duidelijk dingen waar het wat zijn. En zo. Maar deze dingen. Gott sagt, ik wil alles niet merken.
En hij zei zu mir, schrie, wils deze weer zijn, wahrhaftig en ab te verloten. Weet je wat we sagen? Hij is een versprechen, hola. Glaubst du dat really van harten? Glaubst du dat wanneer dit leven sterk is, dan zijn we bij hem Herrn. En zo, dat is wichtig dat we ons geloven houden. En hij zei zu mir, dat is geworden, ik zie dat aan, dat oude, ontvangen dat eng, wer dort darstig is, dem wo ik reklich en hem zons van het water uit de levensschwal te drinken geven. Dit is wat Jezus had de Samaritische Frau versprochen. Hij zegt, van die was aan mij leven, kom naar mij, ik wil die water geven, wordt niet meer darsen. En zo, dat is wo wir im Weich gaan zijn. Wie im Kampf bestimmt blijft, wordt dat alle oven, zegt hij. Maar dan zegt hij, en ik wil zijn God zijn, en hij wil mijn zin zijn. En zo, dit is wo wir im Weich gaan zijn. Aber dann ist eine Warning hing an. Er sagt, der Verzerrte ober, und die Anbleibende, und die Abschäselchen, Mörder, Huren, Zauberer, und Aufjätter, Deine, und alle Liege wollen ihren Platz im Viersei haben. Na, das beschreibt ungläubige Menschen, die in die Bibel herangehen. Und da will ich Ihnen sagen, halt den Glauben, halt deine Volk, halt deine Goffel. Halt deine Goffel, wenn der Champ noch was bätret. Wir nicht an so Goffel handeln. Wir nicht abgeben, wenn die Dinge in dieser Welt schwer sind. Durch Glauben in bätret Tüß. So, wir sind nun hier. Hier, wo die Dinge nicht so sind, also die sollen sein. Wir wollen nur eine Stadt, wo das herrlich ist. Du wohnt Gott, keine Thron, kein Tod, nichts mehr von dieser. Wo kommen wir dahin? Und so bloß ganz kort, weil wir das erfahren ewig gehen. 1. Thessalonicher 4. Das sage ich mit Jesus in eine wieder, so das, was Jesus selbst gesagt hat, dass wir, die da leben und bleiben, was der Herr wahre Camp waren, die nicht vorabkommen, die all angeschlossen sind. Dann wird ja wie eine Lied angekommen in der Thessalonische Kirche, dass die, was gestorben wären, die hatten das irgendwie gemisst, oder für die wieder durch. Und Paulus sagt, no, das ist nicht, like wie, was bleiben, er sagt, was der Herr wahre Camp, dann sagt er, der Herr wird selbst von Himmel raufkommen, en Leute sagen, was passieren soll. Der höchste Engel wird rufen. Und Gott seine Person wird geblost werden. So Jesus kommt selbst rauf, seine höchste Engel kommen rauf. Jesus wird sagen, was es soll werden. Die Person wird geblost. Dann werden die im Glauben an Christus säulich gestorben sind, zuerst abstehen. Und das ist ein interessanter Ding. Wenn ich dort im Grabhof sehe, dann denke ich so, okay, wann von diesen Geräten wird aufgehen, wenn Gott seine Menschen von dieser Welt aufnimmt? Weet je, sagt de schrift verstoren worden, zuerst bloß die abstehen, die gläubig sind. Die anderen blieben door bij de grote Jerachem eng. En zo, die wat gläubig gestorben sind in dem Herrn, die worden abstehen zuerst. En zo, die Gräber worden aufgehen. Und weet je, wie bleiben von der, dass die wat gestorben sind, sind beim Herrn. Aber Gott hat versprochen, dass die worden nie Körper kriegen. Und so, die kommt eine Auferstehung, wo nie Körper ist. Und die von uns, die leben worden, in einem Augenblick umgeändert worden. Das ist, was Paulus in 1. Korinther 15 sagt. Und so er sagt, dass die, die gestorben sind in Christus, die wollen zuerst abstehen. Dann wollen wir, die wir leben und geblieben sind, zugleich mit ihm und wir wollten mitgenommen worden. Und dann wollen wir immer beim Herrn sein. Ich wünsche mir einmal, na Gott hat mir nicht versprochen, dass das was passieren, aber ich wünsche mir einmal, wenn ich lebe, wenn das passiert. Ich wünsche mir, ich würde mein Begräbnis never haben. Und weet je, wenn Jesus zurückkommt und die Gräber waren aufgenommen, wir reingehen zur Welt, alle Gläubigen. Und dann worden ich und du, was danach leben. Die worden in einem Augenblick umgeändert worden. Die worden nie Körper kriegen. Und dann wollen wir mit Jesus. Und wenn du danach lebst und du bist gläubig und die Körper ist voll trifft, du liegst vielleicht all im Hospital, auf dem Storbad, alle Mond läuft, du warst gestorben, bist beim Puff, dann hast du nie Körper und bist weich. Du will ich sagen, was du gleich? Und don't, dass sie gestorben sind oder nicht, aber ich wünsche, ich lebt. Wenn er sagt, die von uns wird leben. Wir wollen nicht die vorabkommen, die gestorben sind. Die wollen abstehen und dann, wo wir verändert worden, wo wir alle zugleich Jesus begehen in der Luft. Und dann sagt er, mit dieser wird tröstend euren anderen. Na, diese Kirche, nur wie Paulus hier schreibt, die werden eine Verfolgung. Aber ich wundere, als ich das rein merke, dann wundere ich, das ganze Bild, von dat wir wollen rausgenommen worden in diese Welt, Gott wird uns hier rausnehmen, die Entdeckung, Rapture, was immer ihr das wollen, aber Gott wird uns hier rausnehmen. Ist das actually ein Trost für die? Oder ist die das schuld? Ich sehe nicht laatst, in einer von diesen Botschaften, dass ich in der Bibel soll wieder ein Check wie mal, was andere Länder predigen, in unseren Ländern, was arm sind. Und die predigen immer von das. Weet je, wo wir nehmen, das ist alles, was die haben.
Aber wir haben so viel in dieser Welt. Und dann bei einmal dann ist es so, okay, das ist nicht mal so reichen Trost. Wenn ich uns sage, weißt du, da waren alle anderen, da kommt ein Himmel und so weiter, dann some von ihnen wollen noch erst befrieren, nicht? Und die anderen, die wollen noch erst eine große Arnchen oder was immer das alles ist. Aber wir sind euch rein, nicht? Wir werden gleich nicht länger zu bleiben, wenn das jetzt so scheint. Und das ist auch fein, wenn es scheint. Aber weißt du, tröst dich mit dieser wieder. Wenn die Dinge auch gehen, wenn 2020 ein bisschen scheibe Jahr war, wir haben noch was bätret. Und durch Gloowen und bätret Hus. Das ist, wo wir haben wollen. Du hast einen Mann, der liegt am Storbad. Und dann kommt ein von seinen Freunden an und dann fragt er, grühlst du die nicht zum Sterben? Grühlst du die nicht zum ewig gehen oder andere Seite riefen? Dann sagt er das, mein Vater ehnt das Land und beide Seiten riefen. Und so ich wünsche, wie können das sein? Gott ehnt das Land und beide Seiten riefen. Gott ehnt das Land hier und er ehnt das Land in der Ewigkeit. Und weißt du, wenn wir Jesus haben, und du bist gläubig an ihm, und du bist abgestanden mit Jesus, so ist Paulus zu den Kolosser sagt, du bist abgestanden mit Christus, dann checken wir dort, wo es boven ist. Wenn wir vorbeichecken bei unseren Troubles hier, wenn wir vorbeichecken bei den Dingen, die wir hier nicht geschafft haben, wenn wir vorbeichecken bei der Messart, wenn wir vorbeichecken bei der Person in der Familie, die gestorben ist, wenn wir vorbeichecken, wenn du hast sehr gebet für Heilung und ist doch gestorben, weil wir vorbeichecken bei den Dingen, die wir hier nicht geschafft haben. Und wir können vielleicht eine lange Strecke abnehmen. Ich will nicht abnehmen, ich will nicht mit was du kämpfen lässt. Ich will nicht, was in deinem Leben nicht geschafft hast. Aber was ist es von dir vielleicht, wo du verbeten lässt und du hast noch nicht die Antwort? Dann werden wir durch vorbeichecken. Wenn wir nicht uns leben ab der Bedingung, dass hier mit jeder Gebet in Erfüllung kommt. Weil diese Menschen, die sterben alle am Glauben. Und sie kriegen nicht, was versprechen wir. Wenn das versprechen, dass wir ein viel größeres Versprechen, als wir diese Welt holen können. Das ist bei uns gerade so. Oder jetzt scheint es, ich sage, hier Gebetserhörungen haben, hier Heilungen haben, was immer das ist, wenn hier sehen haben, wow, das jetzt scheint. Aber Gott sein Versprechen ist viel größer, als wir diese Welt holen können. So werden wir nicht abgeben. Ich habe diese Feuerbotschaften gepredigt, durch Gloowen. Und ich will Ihnen bloß Mut merken. Durch Gloowen kriegen wir, was Gott versprochen hat. Aber das ist ein ewiges Versprechen. Das ist ein Versprechen, Hola. Weil wir nicht so denken, dass wenn in dieser Welt nicht geschafft, dann ist Gott nicht mehr ein Versprechen, Hola. Aber wenn wir klar haben, dass sein Versprechen jetzt weit wieder aus wie sein kann. Und heute auf eine neue Stadt versprechen, ein neuer Himmel, heute kommt drauf, er wird mit uns zu tun, kein Tod mehr, kein Begräbnis, keine Thron, kein Schreif, kein Coronavirus, nichts mehr. Because wir sind Gott seine Kinder. Amen. Gebt nicht ab, halt deine Goffel, wenn du noch viel wird bätret. Wir wir beten. Sammler Schafura, Dankeschön, für dass du uns ein Versprechen gegeben hast. Du hast uns gesagt, dass du uns ein Haus holen. Du hast uns gesagt, dass du kommst in eine neue Stadt, einen neuen Himmel. Und Herr, auf dieser Welt kann Dinge so bitterlich verdorben sein. Auf dieser Welt sind Dinge bloß so arg. Aber du hast versprochen, dass du kommst rauf, und du wirst mit uns zu wohnen, und du wirst uns helfen, und du wirst uns bringen in die Stadt, wo das alle was anders sind. Wir danken dir in Jesus' Namen. Hey, wir haben eine gute Botschaft gehört, durch Gloowen. Und ich will uns bloß Mut merken, dass wir wollen treu sein, und dort, was wir hier so ab diese Ehe tun. Was immer die Arbeit ist, was wir schaffen, so sei es, was wir können, und treu sein mit dort, was wir haben. Aber wenn wir nicht vergessen, dass die beste Versprechung, was Gott für uns hat, die kommt nur das Leben. Gott sind gefallen, als uns hier so neu lappiert, und der wird auch uns sein, wenn wir schwören in der Ewigkeit sein, nicht so? Dankeschön, Pastor John. Hey, das nächste kicken wir den Screen an, wo wir die Bekanntmerkungen sein. Goedemorgen, het was mijn naam is Kenneth Diesbrecht en dit zijn de bekommerkingen voor deze week. Nou waren bij den 26. en den 27. waar we waren een vision klos hadden.
Die Vision klar ist für alle Menschen, die wir gleich ein Glied zu werden an Lebenswasser. Die wir gleich ein Mithelfer zu werden, oder wir müssen mal Informationen gleichen von Lebenswasser aus der Kirche, was wir glauben tun und wo wir schaffen tun. So, wenn ihr einen von diesen 3 Dingen interessieren, dann sind die auch in den Informationen da. Für Vision klar November den 26. und 27. November den 29. planen wir ein Tofast zu haben hier bei Lebenswasser Kirche. So, wenn ihr sie gleich zu taufen, sind die auch in den Informationsdas für Tofast November den 29. Hier bei Lebenswasser soll wir glauben, taufen und anwachsen. So, wenn du hast Jesus angenommen als dein persönlicher Herr und Heiland, der Tofast als der nächste Stopp. So, schreib die ab für Tofast November den 29. Wir freuen uns so tot Dezember, die ersten 3 Sendungen in Dezember, und es steht eine Botschaft an hier in Sinnesmorgens, wo wir ein Drama aufspielen von Jesus im ganzen Leben. Und wir wollen kijken von Jesus in Geburt, der in sein Leben, wo der gestorben und abgestoßen hat von Tod. Wir wollen bloß etwas rasch vertellen. So, der erste Sonntag in Dezember, wo wir kijken nur Jesus in Tod, wo der im Kriegsjahr abgestoßen hat von Tod. Der zweite Sonntag, wo wir nur Jesus in Leben kijken, wo der Wunder hat, wo der Menschen leben hat, wo der predigen hat das Evangelium. Und an der dritte Sonntag, wo wir kijken nur Jesus in Geburt, wo der ganz richtig wie Weihnachten ist. So, wir kijken so fertig weiter zum das aufspielen. Plant hier zu sein, wir wollen eine Klock 9 morgens aufspielen, wir wollen eine Klock 11 morgens aufspielen, und wo wir uns so zu freuen, und wir wollen noch einmal Sonntag Service aufspielen, Klock 7 Service. So, das ist die ganze Umgebung anladen. Wer immer interessiert ist, ich kann rückkommen in diesem Drama kijken. Wir wollen 3 Gelegenheiten sein, für jeder ein von den 3 Werken dort zu sein. So, plant jeder Werk hier zu sein, wo wir wollen die ganze Geschichte aufspielen und von Jesus in Leben ein Drama. Sei bei uns durch. Und noch 2 Bemerkungen zu Latz. Jeder Sonntag, halb 11 morgens, in der 2. Klosterstufe haben wir eine Gebetszeit, wo wir können alle taub kommen aus der Kirche und beten von der Kirche, unsere Menschen und unsere ganze Umgebung. So, ich lade dich an, du vorbeizukommen. Und wir haben eine Lebenswasser kommen, das ist die Kirche. Wir können vorbeikommen, wenn ihr noch ein Eden führen wollt, dann kommen wir vielleicht ein bisschen ladig. Und die kommen, wenn ihr ein paar Geld aufstellen ganz umsonst. Oder ihr könnt auch vorbeikommen, um das Geld oder jeden Hand bringen, um eine Lebenswasser zu und ihr starten. Das ist alles von mir, von der hat eine gesehene Werk. Hey, wir sind zum Ende gekommen von diesem Service. Steht ab, bloß noch einmal denken halten. Hier wird ein Gebetsteam hier fern sein. Wenn die Gebet fehlen, kommt noch fern, sie sind hier so für die beten. Vor dem Himmel, Dankeschön für die jeden Wort. Ich bete sehen, über jeder einer, was hier ist, was uns kicken wird, beschützt sind durch diese Werk, wenn sie von hier gehen. In die Namen. Amen. Sei bei uns hier so nächste Werk. Wir begruft euch, ja, meine Schuld. Wer kann